Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Champions League Spiel zu Hause gegen Benfica Lissabon. 5:2 Sieg, ich denke, eine eindeutige Sache. Ich denke auch, wir haben von unserer Seite ein ganz gutes Spiel gesehen. Ja, erste Viertelstunde haben uns schwer getan, reinzukommen in die Partie. Aber ansonsten, ja, ich sag mal, erste Halbzeit haben wir noch ein bisschen zwischenzeitlich so ein bisschen den Schongang drin gehabt, haben Benfica auch ein bisschen Spielanteile gegeben. Ich glaube, da war es 60-40. Wir gucken gleich mal die Statistiken, was es am Ende war. Zweite Halbzeit war Benfica jetzt nicht mehr so viel am Ball. Klar, nach dem 4:1, glaube ich, war es, ne, haben wir natürlich auch gefühlt 4 Gänge zurückgeschaltet, was auch völlig okay ist. Ich fand es auch okay, wie wir das Spiel angegangen sind, dass man nicht gleich wie bekloppt da drauf rennt. Fand ich völlig legitim und das 5:2 gibt am Ende ja auch der Marschroute recht, würde ich sagen. Ne? Von Benfica bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlicherweise sagen. Erstmal, dass man das Spiel im Vorfeld so ein bisschen abschenkt, indem man sagt, so, man lässt seine 3 besseren oder die 3 Stammspieler draußen, weil sie gelb vorbelastet sind, weil sie fürs Spiel gegen Barca safe haben möchte und das Spiel so ein bisschen abschenkt gegen uns. Ich meine, wir reden von der Champions League, ja. Finde ich ein bisschen merkwürdig, aber gut, sei mal dahingestellt. Fairerweise muss man sagen, Benfica hätte auch sonst keine Chance gehabt, was sie defensiv da zusammengespielt haben. Erste Halbzeit haben sie es noch ganz gut gemacht. Was die Mitte anbelangt, da standen sie halt kompakt, da sind wir kaum durchgekommen, aber mit dem Coman haben wir natürlich den Außenspieler gehabt, der halt auch wirklich außen spielt. Ja, die anderen beiden, so Gnabry und Sané, die gehen ja mehr auf die Halbposition, das macht Coman ja weniger. Und von daher, ja, hat er da so viel Freiräume gehabt. Man hat es ja gesehen, oder wer das Spiel gesehen hat, erste Halbzeit. Überragender Coman, weil er einfach die Räume hatte und auch immer nur ein Gegenspieler. Ja, der wurde gedoppelt, wurde er glaube ich nicht einmal in der ersten Halbzeit. Ja, und dann hat er natürlich die Qualitäten, das zu machen, was er gemacht hat. Ne? Da müssen wir uns nicht irgendwie wundern. Ja, wie gesagt, so nach der ersten Viertelstunde waren wir dann im Spiel drinne. Ja, Benfica haben wir ein bisschen Spielanteile gegeben, was völlig okay war. Ich denke, wir haben uns in der ersten Halbzeit nicht mega verausgabt, obwohl wir ein gutes Spiel gemacht haben. Und zweite Halbzeit dasselbe. Ne? Ich glaube, wir sind gleich gut reingestartet. Haben nochmal ein Viertelstündchen ein bisschen Gas gegeben. Und dann war es 4:1 und dann, ja, denke ich auch bedingt durch die Auswechslung. Und man hat aber trotz den Auswechslungen, hat man auch gesehen, dass die Devise schon irgendwo war, wir schon mal ein paar Kräfte für Freiburg, was ich völlig legitim finde. Und wenn man dann 5:2 gewinnt, alles gut. Bevor ich gleich mal ein paar Sachen zu den Kommentatoren und zu dem Amazon-Team da sage. Also ich habe jetzt zum ersten Mal mal bei Amazon geguckt, so richtig, weil ich nicht arbeiten war und habe mir auch mal so eine Stunde die Vorberichte da angeguckt und ja, da muss ich gleich auf jeden Fall ein bisschen was zu sagen. Ich war entsetzt teilweise. Aber ich würde sagen, wir hauen uns erstmal einen Blick in die Statistiken rein, damit wir da auch mal auf dem Laufenden sind. Bin selber ein bisschen gespannt. Ballbesitz 65:4 ist es am Ende geworden. Ja. Abseitsstellung 3:4, Fouls 15:5. Ja, da kann man mal ein bisschen was zu sagen. Also was der Schiri teilweise für Kleinigkeiten gepfiffen hat, war Champions League nicht würdig. Ne? Also, und die beiden gelben Karten, Leute, jetzt mal ehrlich. Also die gelbe Karte gegen Upa war schon Witz. Und die zweite gegen Nianzou war ein Oberwitz. Ich meine, er war in der Bewegung, er kann nicht machen, Simsalabim, ich bin weg. Das geht halt einfach nicht. Ne? Er rennt halt voll in ihn rein und kriegt dann dafür gelb. Also lächerlich, Leute. Generell so ein paar, also mir persönlich hat er viel zu kleinlich gepfiffen. Also da hätte er viele Sachen einfach weiterlaufen lassen können. Also, Junge. Zweikämpfe 52:47. Schüsse aufs Tor 12:2, sollte alles sagen. Schüsse insgesamt 24:7, sollte auch alles sagen.
Ecken 10-1, sagt auch alles. Angekommene Pässe 583 zu 269, Flanken 15-6. Schüsse insgesamt, Levi 5, Gnabry 3, Sané 2. Torschussvorlagen, Neuer eine. Mega. Davis eine, Coman eine. Ich glaube, Sané hatte auch noch eine, oder? Gewonnene Zweikämpfe Nieren zu. Davis, Coman. Freut mich super, dass er auch hier steht. Ich habe ihn nämlich auch so gut gesehen. Das wäre eigentlich schon eine super Überleitung zu den Kommentatoren, die ihn so schlecht geredet haben, Alter. Ging mir richtig auf den Sack. Ballkontakt der Nieren zu, auch hier führend mit 89, Pavard 88, Goretzka 83. Gefoult worden, interessiert uns nicht wirklich, aber sieht man auch, da wurde er auch noch 5-mal gefoult. Damit kommen wir mal zu den Gestalten, die da bei Amazon rumrennen. Ja, für mich eine absolute Katastrophe, sag ich euch ganz ehrlich. Also wenn Mario Gomez schon so der sympathischste ist, der da rumsteht, und schon so der kompetenteste ist, also der Sammer, der kann nicht mal eine Frage beantworten, ohne da irgendwelche Abhandlungen zu halten, ja, die dann die Frage noch nicht mehr zu beantworten. Also, den kannst du dir ja gar nicht mehr reinziehen. Der labert ja nur noch Dünnschiss. Also, das geht ja gar nicht, Leute. Ich stellt mal eine normale Frage, der hält eine Abhandlung, die absolut nur voll am Thema vorbeigeht und beantwortet nicht mal die Frage. Also, das war ein Graus, mir das anzuhören, was der heute erzählt hat, der Sammer. Ja, ganz ehrlich. Ich habe mal echt viel von denen gehalten, aber das ist hier ein Graus. Kommentator, ja, unter aller Kanone, Leute. Also, was der für eine Scheiße gelabert hat über diese 90 Minuten. Wie schlecht wir doch sind und wie wackelig wir doch sind in der Abwehr und ja, hat uns richtig schlecht geredet, Alter. Wir haben 5:2 gewonnen, ja, wir haben ein Standard-Gegentor gekriegt, was einfach mal super gespielt war. Ja, wir waren am Mann dran, wir kamen nicht mit hoch, ja, du bist nun mal im Nachteil als Verteidiger. Habe ich absolut keinen Fehler gesehen. Wenn, dann war der Fehler im Vorhinein, dass man da den Freistoß verursacht. Das zweite Tor, ja, na klar, spielt der Sabitzer den Fehlpass, dass man dann da in den Konter kommt. War schlecht, logisch. Aber da war es ja schon vorbei. Er hat halt durch die Standardsituation, das Gegentor, was wir in der ersten Halbzeit gekriegt haben, wurde wieder so schlecht geredet von dem Kommentator. Alter, das ist ein Witz. Ja? Ein absoluter Witz. Und der Höwedes, der daneben sitzt, Alter, der eigentlich ein gestandener Nationalspieler war und Verteidiger, hat auch keinerlei eigene Meinung. Er sollte sich vielleicht mal beim Wagner von der Sohn mal ein paar Tipps holen. Dass man mal ja auch im Fernsehen als Kommentator eine eigene Meinung haben darf, die auch eine andere ist wie der Kommentator und ich nur immer ihm zustimmen und denselben Mist erzählen. Also, sorry Leute, jeder, der mich hier ein bisschen länger guckt, ja, ich bin schon super kritisch mit unseren Jungs, ja, als Bayern-Fan. Aber was die da teilweise runtergeledert haben, war ein absoluter Witz. Also ganz ehrlich, habe ich absolut nicht verstanden. Und ging mir richtig auf den Sack. Zweite Halbzeit war es etwas besser. Aber wenn ich dann so allein das Fazit höre, ja, nach vorne schön, aber hinten war es schon wieder sehr wackelig. Sehr wackelig. Hier, Alter, wo sind wir? Was war das? 2 Torschüsse. 2 Schüsse aufs Tor. Ja, wir waren super wackelig in 90 Minuten, ne? Wenn man 2 Schüsse aufs Tor zulässt, also muss man schon sagen, das ist schon super wackelig in der Champions League. Also selten so viel Dünnpfiff erlebt, wie die da gelabert haben, Leute. Das war für mich absolute Inkompetenz. Keine Ahnung, schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Würde mich interessieren. Für mich war es ein Graus, hat nichts mit Objektivität zu tun. Also erstmal ist es ein Champions League Spiel, zweitens ist es Benfica Lissabon, das ist jetzt auch nicht irgendwie, was weiß ich, TSV Bruchbach aus der 3. deutschen Liga oder sowas, ja. Die können schon Fußball spielen, ja, auch wenn die 3 ihrer besten Spieler draußen sitzen haben, können die trotzdem noch Fußball spielen. Ich meine, die haben auch Barca 13-0 geschlagen, also ganz nebenbei. Ja, und wir haben dann zwei Schüsse aufs Tor zugelassen. Aber da sind wir ja so wackelig und so schlecht. Und ja, keine Ahnung, ich muss das einfach mal loswerden, Leute. Das ging mir richtig auf den Sack. Ich habe ein sehr gutes Spiel gesehen von unserer Mannschaft. Auch genau das, was ich erwartet habe. Nicht 90 Minuten Powerfußball,
weil wir spielen nun mal am Wochenende gegen Freiburg als ungeschlagene Mannschaft noch in Deutschland. Darf man auch nicht zu locker nehmen. Wir haben die letzten Spiele auch oft unentschieden gespielt gegen Freiburg. Also von daher wird das kein leichtes Spiel werden. Klar, das zweite Gegentor hätte man sich schenken können. Aber da muss man auch mal ganz klar sagen, da muss man auch mal ein bisschen auf die Einwechslung nehmen. Ja, klar, gilt das noch zu verbessern, zu verhindern. Dann dazu, dass Nianzou und Upamecano beide gelb hatten. Sonst wäre das Tor auch niemals gefallen, dann wäre er gefoult worden. So wäre aber mit Gelb-Rot runtergegangen, deswegen hat er sich das geschenkt. Klar hätte Nianzou da noch ein bisschen energischer mit nach hinten gehen können, aber dann hätte er ihn wahrscheinlich auch noch irgendwie berührt und dann hätte er sich hingeschmissen. Und mein Gott, Leute, alles gut, ey. Wie gesagt, ich bin zufrieden mit der Leistung. Ich habe wenig zu kritisieren heute. Aber ich würde sagen, wir gehen die Spieler nochmal durch. Neuer war fehlerlos. Hat noch ein Tor vorbereitet vom Levi. Ja. Von daher, wie ich sagen, eine 2. Hat aber auch nichts großartig zu tun gehabt, muss man fairerweise auch sagen. Beim ersten Gegentor konnte er nichts machen. Beim zweiten Gegentor hat er ein bisschen Pech gehabt. Ja, kein Vorwurf. Pavard fand ich heute mal etwas besser. Muss ich sagen, hat mir heute nicht so schlecht gefallen. War schon ganz gut. Fairerweise muss man sagen, dass er auch relativ wenig Druck über seine Seite gekriegt hat. Aber wenn mal was war, war er zur Stelle und war offensiv gut eingeschaltet. Hat auch nicht so einen unzufriedenen Gesichtsausdruck gehabt wie sonst so die letzte Zeit. Hat mir gut gefallen. Will ich eine 3 geben. Nianzou für mich auch eine 3. Ich habe ihn sehr gut gesehen. Gerade erste Halbzeit richtig stark. Zweite Halbzeit, wie gesagt, die gelbe Karte kann da nichts für. Das war ein Witz, da eine gelbe Karte zu ziehen. Ja, einen Fehlpass hat er gehabt in der zweiten Halbzeit. Der hätte ein bisschen ins Auge gehen können. Aber ansonsten hat er sich nichts zu Schulden kommen lassen. Ja, beim Gegentor, beim zweiten, wie habe ich gerade schon gesagt, sah ein bisschen schlecht aus. Hätte ein bisschen energischer noch nach hinten laufen können. Aber ich denke, da auch bedingt durch die gelbe Karte. Und er hat auch noch gedacht, dass das Abseits war. Ja, mein Gott. Dafür, dass er so wenig Spielpraxis hatte, fand ich sehr gut. War für mich sicherer in den Zweikämpfen, wie man auch gesehen hat an den Zweikampfwerten, wie Upa. Ne, da muss man mal ganz klar sagen, Upa hat heute wieder eine Menge Zweikämpfe verloren, gerade wo dann der Wechsel war. Mann, gegen die kantigen Stürmer sah er heute auch nicht gut aus. Da muss er noch ein bisschen an sich arbeiten. Also Nianzou will ich eine 3 geben. Upa will ich trotz allem auch eine 3 geben. War so erste Halbzeit sicher, fand ich. Hat auch das Spiel immer gut versucht aufzubauen, ist auch mal mit nach vorne gegangen. Nianzou hat da mehr so den sicheren Part gespielt, hat man gesehen, immer schön auf den Kimmich abgelegt. Oder mal nach außen. 2, 3 Mal ist er auch mal mit nach vorne gegangen. Einmal erste Halbzeit, wo das auch ein bisschen unnötig war, aber kann man auch mal machen. Wurde ja durch den Goretzka dann abgesichert. Upa hat dann so, zweite Halbzeit hat er schon so 2, 3 Zweikämpfe verloren. Gerade nach der gelben Karte dann hat man schon gemerkt, da war er sich auch ein bisschen unsicher. Ne? Aber von daher. Wie gesagt, für mich auch eine 3. Fonsi will ich heute eine 2 geben, war mega aktiv an seinem Geburtstag. Hat ein richtig gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Ja, mehr gibt es ja gar nicht zu sagen. Coman dasselbe. Coman würde ich auch eine 2 geben. Erste Halbzeit mega stark. Zweite Halbzeit, ja, nicht mehr ganz so. Fehlt aber natürlich auch noch so ein bisschen die Frische und die Spielpraxis nach den Verletzungen, die er hatte. Ne? Gnabry, da werden wir uns wieder nicht einig werden. Gnabry fand ich heute nicht stark. Ja, er hat ein Tor gemacht, ein sehr schönes Tor, gar keine Frage. Aber ansonsten sehr, 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 sehr viel Schatten. Ja, er war auch zweimal mit nach hinten, ist aber auch wieder gefühlt 10-mal stehen geblieben. Vorne zu eigensinnig, 2, 3 Mal. Weiß ich nicht. Ja, ich sehe ihn vielleicht immer ein bisschen zu kritisch. Ja, ich würde ihm eine 3 geben, aber war für mich jetzt nicht irgendwie so 2-mäßig irgendwie. Ja, er war der aktivere von beiden, von Gnabry und Sané in der ersten Halbzeit. Aber nach hinten war es wieder original Gnabry. Ja, ich sprinte mal. Ach, jetzt bin ich dran am Mann. Jetzt biege ich einmal den Zweikampf. Ach, ich habe den Zweikampf verloren. Bleib ich stehen. Alter, da könnte ich immer im Dreieck springen. Und wie gesagt, vorne dann, ja, das Tor hat er super gemacht, gar keine Frage. Aber danach kam nichts mehr. Und er hat danach noch richtig gute Dinger gehabt. Ja, keine Ahnung. Eine 3, denke ich, sind wir gut mit bedient. Kimmich war für mich auch eine 2. Kimmich war bärenstark.
Ob es defensiv war, ob es vorne war, wo Kimmich auf dem Platz war, ist ein Goretzka kaum gesehen. Ne? Und Goretzka war auch ein bisschen verbessert, fand ich, im Gegensatz zu den letzten Spielen. Man hat ihn ein bisschen wahrgenommen, aber so richtig erst nachdem Kimmich raus war. Obwohl erste Halbzeit haben sie ganz gut harmoniert teilweise. Aber ich denke mal, von Goretzka können wir noch ein bisschen mehr erwarten. Gerade dann, wenn er ist ja eigentlich der offensivere Part. Davon hat man heute halt einfach gar nichts gesehen, fand ich. Da war Kimmich viel präsenter am Strafraum. Und dann war natürlich auch noch hinten der präsentere und beim Spielaufbau der präsentere. Deswegen hast du Goretzka relativ wenig gesehen. Sané für mich auch eine 2, war erste Halbzeit ein bisschen unauffälliger, hat es auch ein bisschen schwieriger gehabt, weil alles über rechts lief. War dann teilweise auch immer auf der rechten Seite, hat da ein paar Aktionen gehabt. Aber zweite Halbzeit wieder der Aktivposten in unserem Offensivspiel war. Gibt es gar nichts dran zu mäkeln. Super Spiel gemacht. Goretzka würde ich auch eine 3 geben. Wie gesagt, ich habe ihn verbessert gesehen. Hat auch mal wieder einen Zweikampf gewonnen, hat aber auch wieder einige, weiß ich nicht, so komische Zweikämpfe gehabt. Aber nicht mehr so die mega Fehlpässe wie sonst. Das war heute auf jeden Fall verbessert. Hat auch 2-3 Mal ganz gutes Zusammenspiel gehabt mit dem Kimmich. Wo Kimmich dann raus war, hat das gut gemacht. Ja, dann war er auf 6 und nicht mehr auf 8. Da hat das Spiel gut geleitet, würde ich sagen. Hat mir ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, ob er so auf der 8 so gut klarkommt. I don't know. Ich meine, die letzten Spiele waren nicht so wirklich. Also wenn die beiden im Wechsel waren, die haben ja aber meistens gewechselt zwischen 6 und 8, da war es besser. Keine Ahnung. Vielleicht muss Goretzka auch noch ein bisschen reinkommen. Aber es war okay heute, denke ich. Auf jeden Fall um einiges besser wie sonst. Ja, Levi müssen wir eine 1 mit einem kleinen Abzug machen. Ne? Den Elfer, muss man mal sagen, hat er sich verarschen lassen vom Torwart. Ne? Muss man dann auch mal neidlos anerkennen, würde ich sagen. Torwart hat einmal kurz gezuckt, so als würde er in die Ecke springen, und dann hat Levi schon in die andere geschossen und dann springt er halt in die Ecke und fängt den easy ab. Kann man natürlich ein bisschen besser in die Ecke schieben. Wenn er ihn ganz in die Ecke schießt, kommt der Torwart nicht dran durch seine Bewegung erst in die eine Richtung. Aber das wird er selber wissen. Aber er hat danach noch 2 Tore gemacht und auch sonst bärenstark. Auch dann zweite Halbzeit hat er sich immer wieder fallen lassen, hat das Spiel mit aufgebaut, dann nachdem Sané ausgewechselt war. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bruna Saar, hat nicht viel kaputt gemacht, die 5 Minuten, die er da war. Sabitzer, ganz schwierig, hatte irgendwie von den 4 Zweikämpfen, die ich wahrgenommen habe, hat er einen gewonnen. War nicht wirklich gut. Ich weiß nicht, ob er unbedingt ein Einwechselspieler ist, sah heute nicht so aus. Musala hat sich auch schwer getan. Hat 2, 3 ganz gute Aktionen gehabt, aber jetzt keine überragende. Aber wurde ja auch von den Kommentatoren gleich schlecht geredet, wie schlecht er doch dieses Jahr ist. Und das zweite Jahr ist das entscheidende Jahr und das schwere Jahr. Und ach, Omar Richards hat es auch gut gemacht, fand ich. Denke auch, man sieht, dass er bei uns angekommen ist. Er hat natürlich mit Fonsi natürlich den überragenden Linksverteidiger da vor sich. Deswegen ist immer hat das ein bisschen schwer mit Spielzeit, aber wie man jetzt gesehen hat, hat es meiner Meinung nach richtig gut gemacht. Thomas Müller war auch gar nichts. Ne? Ich denke, hätte man sich schenken können, die Einwechslung. Ich weiß nicht, ob der Müller ein Einwechselspieler ist. Klar, er hat sofort wieder das Heft in die Hand genommen, so die Pressinglinie und sowas, aber mal ganz ehrlich, in der 72. Minute war dann da auch nicht mehr viel mit Lust auf hohes Pressing bei uns. Ne? Da waren wir schon 2 Gänge raus. Waren schon dabei, den dritten auch noch rauszunehmen, und deswegen konnte der Müller da auch nicht mehr sich viel in Szene setzen, und außerdem hat er rechts gespielt. Da ist der Müller sowieso immer irgendwie so, weiß ich nicht. Sehe ich ihn persönlich nicht. Wie ich schon sagte, ich für meinen Teil habe ein gutes Spiel gesehen. Das erwartete Spiel auch. Ja klar, von Benfica habe ich ein bisschen mehr erwartet. Die haben uns diesmal nicht so bearbeitet wie im Hinspiel. Das fand ich ein bisschen schade. Ich habe mich darauf gefreut, da nochmal zu sehen, wie wir darauf reagieren würden.
Ja, die erste Viertelstunde haben sie ein bisschen gepresst und so, aber jetzt nicht so Mann gegen Mann gespielt wie im Hinspiel. Fand ich ein bisschen schade und haben dann auch das Ergebnis gekriegt, was sie verdient haben, wenn sie ihre Stars auf der Bank lassen. Wobei man sagen muss, ja, das zweite Tor haben wir dann halt auch hergeschenkt. Ne? Das erste, eine Standard, kannst halt immer mal kassieren, Leute. Ansonsten, denke ich, haben wir mal ein paar Eckenvarianten gesehen. Hut ab. Ne? Da wir letzte Saison irgendwie von 600 Ecken, haben wir immer 600 gleiche Ecken gesehen, haben wir doch heute schon mal ein bisschen Varietät gesehen. Haben wir davon, die Spiele davor ja auch schon mit den langen Bällen auf den zweiten Pfosten. Denke, da sind wir auf einem guten Weg, was die Standards anbelangt. Haben wir auch beim Freistoß letztes Mal gesehen. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Und ansonsten, ja, also ich habe heute nicht die wackelige Defensive gesehen, die uns der Kommentator und der Höwedes da einreden wollte. Klar, zweite Gegentor habe ich schon gesagt, da wollte ich nie nochmal wiederholen. Und das erste Gegentor, ja, gut, muss man halt einfach auch mal anerkennen. War ein guter Freistoß, ein guter Kopfball und dann hast du halt auch keine Chance als Verteidiger. Punkt. Ne? Mein Gott, so ist Fußball halt. Da muss man nicht immer alle so wahnsinnig schlecht reden. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Nächstes Spiel, habe ich ja schon gesagt, Freiburg. Bin sehr gespannt. Auf dem Papier natürlich, würde man sagen, muss er weghauen. Aber wenn man sich die letzten Spiele mal anguckt gegen Freiburg, haben wir uns schon immer schwer getan. Und Freiburg ist mit Abstand Dritter. Ja, und noch das einzigste ungeschlagene Mannschaft. Also so schlecht spielen die nicht dieses Jahr. Ich bin sehr gespannt. Denke mal, wird nochmal ein interessantes Spiel. Und da wird auch nochmal alles reingeworfen werden müssen. Aber wir spielen zu Hause, von daher ja, müssen wir eigentlich gewinnen. Ja. Aber ich rechne da nicht irgendwie mit einem 5-1, 5-2 oder sonst was. Also die letzten Spiele waren, wenn knapp, 2-1 oder 1-1. Ich glaube einmal 3-1 oder sowas, aber ansonsten war es immer eng. Von daher lassen wir uns mal überraschen. Und dann ist ja irgendwie erstmal Pause, aber gut, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Wie gesagt, haut's mir gerne mal in die Kommentare zum Sammer und zu den Kommentatoren, zum Hövedes. Also ich weiß nicht, mir persönlich hat das nicht gefallen. Aber vielleicht kommt da ein bisschen meine persönliche Abneigung rein, obwohl ich die beim Sammer eigentlich nie hatte. Keine Ahnung, aber naja, sei es drum. Tschüss.